Die Tmeim und andere Verführers von Mordche Alperson. Beim eisernen grünen Teuer von Immigrantenhaus neben Zam, bei die eisernen Stachetten, haben wir angetroffen a zähnlich reich gekleidete Dames und einige grobe beichige Herren in Zylinders. Doch die Gratis haben sie hereingeteinet mit unseren Freuen, die Kinder unsere, der langt Konfekten und Schokolade, und einzig weiß, sich alle Weile zugerückt zum Wächter, ihm etwas besort gebeten, und hat alles gewiesen, schocklendig mit dem Kopf und mit die Hände auf Nein. Und wie hab sich der Wust, oder sei beschum Eufen nicht gewollt hereinlassen in ein wenig. Auf Stummloschen hab ich dem Wächter beim Teuer genommen ausfragen, vor was lässt die Dames mit die Herren nicht herein in ein wenig. Aber hat etwas modne zugepintelt mit einem Aug, geschmeichelt, gedreht mit seinem schwarzen, gekreuzten Kopf und schelmisch zugebonket, no, no, no. Indem ist angekommen ein junger Mannschik, ein Geller, mit einem gesprenkelten Ponem, trocken die Kabintelpapieren unter den Ohren und hat sich vorgestellt wie der Vertreter von Baron Hirschs Büro. Der Wächter hat vor ihm mit der Herz geöffnetem Teuer. Hat uns gemolden im Namen von Dr. Leventhal, als in ein Porteger Rum wird man uns wegschicken auf dem Land. Was der Baron Hirsch hat durch ihn gekauft von unsertwegen. Es handelt sich nur in Unterschreiben einige Formalitäten mit der Regierung über der Knie von dem Land, hat uns vertraulich gesagt. Und alles ist fertig. Hat noch für uns eine schöne Rede gehalten, hat bedeuert, was die Komiteeten in Galizien und in Deutschland haben sich zugeeilt mit uns. Das heißt, als wir seien gekommen ein bisschen vor der Zeit. Hat uns euch angesagt, kein Mage und Masse nicht zu haben mit die jüdische Dames und Herren, was stehen beim Teuer und bei die Gratis. Sie seien von die Tmeim, hat energisch betont. Ihr sollt eure Freuen und Mädchen nicht losen gehen im Gas rein. Und hat vorgesetzt. Da seien kein ordentliche Jiden nicht da. Es gefinden sich nur ot die dosige umreinene Fosches, der Abfall von der Menschheit. Einige spanische und englisch-jüdische koschere Mischpoches schämen sich zuliebe die Tmeim, sich auszugeben, als sie seien Jiden. Und ist weggegangen. Wie nur, hat die Schwell übergetrotten, hat zwischen Eulen genommen kochen. Man hat uns verkauft, haben sie geschrien. Es ist gar kein Land noch nicht gekauft geworden. Man hat uns vernarrt. Die ganze Kolonisation ist gar erliegen. Die Tmeim von jener Seite Teuer haben untergeblasen das Feuer, haben zugetragen sie ihre seidene kollierte Tichlich zu die Augen und beweint die Immigranten. Ein paar Grenzsiedler haben sie ihre Kunststücke bewiesen und durch die Immigrantenzettel hereingeschmuggelt einige Tmeim in Häufereien. Mehrere von uns haben protestiert, haben genommen herausjagen die hereingeschmuggelte Säunes. Es ist gekommen bis zu Petsch. Das Resultat ist gewesen, als ein paar säubere polnische Zitzesiden seien mit dem Hack und Pack mit die weiblich Seere und mit die erwachsene Mädchen weg von uns hin, von wannen man kommt schon nicht zurück. Und das Feuer ist eingeloschen geworden. Auf morgen, nach der Passierung, ist Dr. Leventhal gekommen in Immigrantenhaus. Mein ganzes Leben
will ich nicht vergessen das Hadresponem von jenem stolzen Jiden, seine heuche, prachtvolle Figur und überhaupt seine schwarze, magnetische Augen, was keiner von uns hat mehr von 1 Sekunde nicht gekannt aushalten seiner Blick. Alle bis einem haben wir sich ausgestellt in einem großen Häuf von einem Hotel rundherum dem Doktor. Er hat mit seiner Hand am Mach getan und sie ist tekef meuredig still geworden. Kinder, hat in Poschet Mameloschen angehäuben. Der gute Baron hat mich und dem Serkulien geschickt, auf euch zu suchen am Mokem Menuche. Geht's auf Freiplatz auf der größeren Welt, wo es soll können geschaffen werden, ein Heim für euch und für alle unsere untergedrückte Brüder. Wir haben gefunden die Freie Republik Argentinien wie das passige Ort, a große, breite, freie und fruchtbare Medine, welche kann reinnehmen alle leidendige und verfolgte Jiden. Wir haben genug Erd gekauft, gedei euch für Erdarbeiters machen do. In einem dosigen, gesunden und gesicherten Land. Emes, die Komitäten haben sich ein bisschen zugeeilt mit euch. Wir haben keine Zeit noch nicht gehabt, für euch Häuser zuzugreifen. Wir haben eigentlich äußer die nackte Erde derweil gar nicht gekauft. Aber euch seht, jene Komitätleid seien nicht schuldig. Ihr seid sich angelaufen in die Massen und die dortige Regierungen, sei von Galizien, sei von Preußen, haben gefordert, als man soll euch von dort wegnehmen. Kaum nicht wollten sie euch wie umgewünschte Elementen vertrieben von dort. Und warfen die seinen streng forschenden Blick über alle Versammelte, hat mild weiter geredet. Euch do in Stott zu halten, bis die Häuser und Remonenten wollen geschaffen werden, seht ihr doch, Brüder, es ist unmöglich. Die reine Mischpoche muss sich absondern von einem Ort, wo sie kann verschwächt und tome werden. Und seinen Nächten einige von euch weg auf den Weg, was führt zum schrecklichen Tod. Ich darf euch da nicht halten. 40 junge Leute hab ich herausgeschickt, gedei für euch dort auf dem Land ein Stückel Wohnung schaffen. Und in ein paar Tagen rum will mir euch alle ahin rüberführen. Ich bete euch nur geduldig zu sein. Nützt euch die Geduld, mit welcher unser Ume ist bekrönt. Duld, Leid und tragt nur rüber die erste unvermeidliche Schwierigkeiten, was die Kolonisation fordert. Und ihr werdet endlich kommen, el am Menuche, el am Nachle. Und glaubt mir, es wird euch gut sein, Brüder. Ein größer, nobler Ideal hat den Baron beherrscht. Sein Herz klappt mit Liebe zu euch. Halt euch fest und geht nicht rauf von dem Weg. Schickt uns, Doktor, wir fahren, wir gehen, hurra, leben soll der Baron, hat geräuscht von allen Seiten. Der Doktor Leventhal ist weggegangen, ein Zufriedener. Wir haben genommen überhasen seine Rede. Einige haben auf sie Peiruschen gemacht und man hat sich zugegräht zu der Reise. Zuvor noch der Menuche Nachle auf eigener Erde hereinzutreten in einem neuen Leben. Dem kommenden Schabbes nach Mittag hat man uns geführt zum Vokzal, auf Weg zu fahren auf unser Land. Der Tramway, geschleppt von ein paar Pferd, Gires, ist zugekommen zum Immigrantenhotel und der Gellerbeamter vom Büro hat befohlen, dass wir sollen einsteigen, auf zu fahren zum Vokzal. Wie viel die frommen Juden haben sich bei ihm nicht gebeten, wir wollen gehen zu Fuß.
Es ist doch Schabbes, wir willen nicht und torn nicht fahren mit dem Trwei. Hat wenig was geholfen. Hat befeuillen, ihr müsst fahren, als nicht, werdet ihr an die Bahn. Später hat sich herausgewiesen, als das ist gewesen ein Poscheter liegen. Der Zug ist erst abgegangen, nein, ein Säger in Abend. Der Scheuchet Gedalje Weiner, was ist derweil gewesen mit uns, hat sich gelost laufen zu Fuß nach dem Tramway. Ist aber gich mitgeworden. Mit Verdross und Tränen in die Augen haben sich die Frumeiden einzig weiß nebech Aräuwe gehabt auf der Konke, bemerken die Kleschem Entschuldigung, oines Rachmone Pitrie, a viele der riboinische Leulem befreit von Achrayes, wenn me wird gezwungen. Mich hat der Fakt schon mehr nicht überrascht, weil durch der ganze Reise habe ich bemerkt, als die Gdeulim von der Emigration und Kolonisation haben systematisch, ständig ausgeklebt dem Schabbesdicken Tag, gedei uns zu transportieren oder andere schwere Arbeiten durchzumachen. Auf dem wilden Groß von der Itztiker Plaza Onze entgegen Vauxhall haben wir sich ausgesetzt und freilich, also wie es passt für glückliche Menschen, was vor sich besetzen auf eigener Erde, hat das junge Werk gesungen Eliokum zu unsers Soche. In der Soche liegt die Maselbroche, ist für die Kolonisten gewesen wie ein Himmel. Und die Weiber haben eingekauft spottbillig i Maranzen, i Bananes, haben gebeten die russische Kopikes auf neue 10-centige Matbeyes. Die Stimmung ist eine gehäubene gewesen. Die Sonne hat jenem Tag etwas so herrlich gescheint, der Wetter ist gewesen mild und lieblich warm. Alles hat so mechaedig geblüht und gegrinnt, als es hat jeden Poschet anzickt. Was sagt ihr auf dem Argentiner Winter? Ruft sich ein jung, schön Weibel zum Eulem. Nu, a Land, Tate meiner, Achides, Achides. Ewig leben soll der Baron von dem schönen Land, wohin hat uns gebracht. Hurra! Leben soll der Baron Hirsch, das Drasdwuje, Baron Giersch, haben dorfische Jiden gedunert. Nein, a Säger in Abend hat sich der Zug geriert und mir vorn.